Das Gespenst Telabas. Hohenstein ist ein friedliches kleines Nest. Es ist Frühling und Sonntagmorgen. Die Sonne wärmt langsam alles von der Nacht auf und es schmeckt nach Flieder und frischem Gras. Die Sonntagsglocke läutet und alle Leute aus Hohenstein sind auf dem Weg in die Kirche. Auch die kleine Leandra geht in die Kirche. Zwischen dem Grossmami und dem Grosspapi. Gestern ist sie in Hohenstein angekommen, um bei den Grosseltern Ferien zu machen. Die Leandra kommt immer wieder gern hier auf Hohenstein. Manchmal ist ihr die Stadt, wo sie mit der Mami und dem Papi wohnt, ein bisschen zu laut. Und außerdem backen die Grossi so wunderfeine Küchen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wunderfein. Das sagt Leandra immer. Denn die Küchen vom Grossi sind nicht nur fein, sondern eben auch ein kleines Wunder. Drum wunderfein. Der Grossvater der Leandra, der kann die schönsten Geschichten erzählen. Nicht einmal der Papi kann das. Auf dem Weg in die Kirche summt und pfeift Leandra laut vor sich her. Immer wieder versucht sie, den einen oder den anderen Vogel nachzumachen. In der Kirche ist es dann schön kühl und feierlich. Der Pfarrer erzählt eine Geschichte aus der Bibel. Die Orgel spielt. Die Kirchenbesucher singen. Die Leandra singt mit. Zwar ein bisschen falsch, aber dafür umso lauter. Aber schon bald wird es ihr langweilig. Sie versucht als erstes eine Fliege zu fangen. Aber leider ist die viel zu schnell für die Leandra. Dann muss sie fest geinen und schaut sehnsüchtig im Sonnenstrahl, wo durchs Fenster fällt, nach. Plötzlich poltert es im Glockenturm oben. Jemand faucht, hustet und lacht. Der Pfarrer schaut mit gefalteten Händen auf. Alle Kirchenbesucher werden unruhig. Was ist denn da oben nur los? Ein paar Sekunden bleibt es ruhig. Aber dann zischt plötzlich etwas Weisses über die Köpfe der Leute weg. So, dass einem grad schwindelig wird und ganz Sturm. «Ein flügendes Nachthemdli!» ruft Leandra. Sie ist froh, dass endlich etwas passiert. «Mein Gott!» ruft der Pfarrer und macht 3 grosse Kreuze in die Luft. «Ein Gespenst in meiner Kirche!» Tatsächlich. Das Gespenst rumort den Leuten in den Ohren herum. Es rührt Gesangsbücher von der Bank. Im Pfarrer zieht die Perücke vom Kopf.